Sachen auf dem Boden finden in der Schweiz. Ich glaube, jeder, der nicht in der Schweiz daheim ist, denkt irgendwie, wir finden irgendwie die 100er-Nötchen finden wir auf dem Boden. Ja gut, ich bin ehrlich, ich habe tatsächlich wirklich mal eine Uhr gefunden auf dem Boden. Während dem Skifahren. Mein innerer Teufel hat gesagt, ich soll sie mitnehmen, aber ich kann sie abgeben. Er war Omega. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist so das Krasseste, was ihr auf dem Boden gefunden habt? Ich bin ehrlich, ja mal ein 5 lieber 10 Franken oder sogar eine 100er-Note, das ist ja eigentlich noch so ein bisschen normal. Aber ich habe letztens mit einem Kollegen von mir geredet und habe auch meinen Chat auf TikTok gefragt während dem Livestream. Ich finde Uhren, iPhones, eine 1000er-Note, god damn! So viel Glück will ich auch mal haben. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber wenn man etwas auf dem Boden findet, so die Geduld, so einfach zu sagen, ich nehme es jetzt einfach selber, das hat jeder, oder? Also bei der Uhr bin ich ehrlich, ich habe es mir schon überlegt, einfach mitzunehmen, aber das ist mir wirklich schade. Ja, und damals als 10-, 12-jähriges Kind habe ich halt gedacht, so eine Uhr hat einen Tracker drin. Ich kann mich jetzt so easy verfolgen und kann mich raussuchen und dann komme ich in den Knast. Aber ganz ehrlich, bei Geld bin ich ehrlich, wenn ich Geld auf dem Boden finde, gehe ich halt schauen. Wenn ich es nicht sehen kann, wer es verloren hat, ja, dann gehört es halt mir, oder? Das ist strafbar, ich hoffe nicht, oder? Das Ding ist ja auch noch, wie bitter ist es dann für die Person, die es verloren hat? Checkt ihr, was ich meine? Stell dir mal vor, du bist die Person, die damals auf der Skipiste eine Omega-Uhr verloren hat. Ganz ehrlich, ich hoffe, nach all diesen Jahren ist die Person so klug und ist danach ins Fundbüro. Dann hätte ich sie ja gerade so gut mitnehmen können. Weißt du, was ich meine?